beieinander, willkommen zurück bei mir im bayerischen Outback. Es ist mal wieder soweit für eine mystische bayerische Geschichte. Dieses Messer habe ich euch ja schon mal vorgestellt, gibt es da oben einen Link, vom Andi Gewald gebaut. Zusammen haben wir das konstruiert und haben ein historisches, bayerisches, mystisches Messer nachgebaut, und zwar den Raubeischelschneid. Und um den geht es auch in der Geschichte der Sennentunchi von heute. Den Andi verlinke ich euch unten. Das Messer, das baut er euch. Baut euch alle anderen Messer, die ihr so haben wollt. Und da ist er echt ein wahnsinnig krasser Handwerker. Ja, um dieses Messer geht es in der Geschichte. Sennentunchi, der böseste oder brutalste Berggeist, so aus der alpenländischen Mythologie. Entstanden wahrscheinlich in der Schweiz, erzählt auch in Bayern und in Österreich. Viel Spaß bei der Geschichte. Hoch oben in den Alpen, wo die Gipfel die Wolken streicheln und die Stille nur von leisen Rauschen der Bergbäche unterbrochen wird, da lebten 3 Senner während der langen Sommermonate in einer einsamen Almhütte. Diese abgeschiedene Welt, umgeben von wilden Blumenwiesen und uralten mystischen Wäldern, war ihr Zuhause. Trotz der idyllischen Landschaft fühlten sich die Senner oft von der frauenlosen Einsamkeit und dem endlosen Schweigen der Berge bedrückt. Jeder von ihnen hatte im Tal ein Mädchen, der den Hof machte, aber die harte Arbeit in den Bergen, die über 6 Monate Abgeschiedenheit forderte, war meist nur eine reine Männerwelt. An einem besonders düsteren Abend, als der Nebel dicht über die Hütte kroch und der Wind klagend durch die Ritzen pfiff, beschlossen die Sennen, sich die Zeit mit einem merkwürdigen Ritual zu vertreiben. Sie sammelten alte Lumpen, Stroh, Reisigbündel und allerlei Kleinigkeiten, die sie auf der Alm fanden, und begannen, eine Frauenpuppe gegen die Einsamkeit zu bauen. Stück für Stück nahm die Puppe Gestalt an. Mit ihren kleinen Reisigmessern, den Raubeischelschneid, welches benutzt wurde, um Reisigbündel für die Hüttenöfen zurechtzuschneiden, formten sie ihren Körper aus Reisig und Stroh, gaben ihr eine atemberaubende Figur und natürlich einen mächtigen Busen. Sie nähten ihr ein knappes Kleid aus grobem Stoff und formten ihr Gesicht mit erschreckender Präzision. Als sie fertig war, schien sie fast lebendig, eine unheimliche Schöpfung mit Augen aus Knöpfen, die leer und doch etwas faszinierend in die Ferne starrten. Sie nannten sie Tunchi. Die Nächte vergingen und die Sennen behandelten die Puppe wie eine echte Gefährtin. Sie sprachen mit ihr, setzten sie an den Tisch und führten mit ihr die vertraulichsten Gespräche. Doch was als harmloser Spaß begann, wurde bald düster. Die Senner begannen, die Puppe auf respektlose Weise zu behandeln. Getrieben von ihrer Einsamkeit nahmen sie mit ins Bett, machten mit der Puppe Dinge, welche sich ein echtes Mädel niemals gefallen lassen würde. Sie war ihre Schöpfung, ihr willenloses Objekt, mit welchem alles möglich war. Doch irgendwann war ihnen die Puppe nicht mehr menschlich genug, und so kamen sie auf die Idee, die Tunchi zu taufen. Was als harmlose Zeremonie begann, sollte schreckliche Folgen haben. Und die nächste Nacht, als der Vollmond silbernes Licht über die schneebedeckten Gipfel fließen ließ und die Hütte in ein geisterhaftes Glühen tauchte, geschah etwas Unfassbares. Ein eisiger Hauch durchzog die Hütte, und die Puppe öffnete ihre Augen. Mit einem unheimlichen Knistern begann sie sich zu bewegen, erst zaghaft, dann immer sicherer. Sie erhob sich mit gespenstischer Grazie von ihrem Platz und stand schließlich als wunderschöne, spärlich mit Sackleinen bekleidete junge Frau vor den schlafenden Sennern. Die Senner erwachten mit einem Schreck. Ihre Herzen klopften wild, als sie die verwandelte Puppe erblickten. Die unerwartete Situation ließ ihnen das Blut in den Adern gefrieren. Aber die Senner waren von ihrer unheimlichen Schönheit überwältigt. Ihr Treiben, ihre Fantasien und ihre Handlungen mit ihr wurden noch deutlich finsterer. Natürlich gewöhnten sie sich schnell an die Anwesenheit und sie war den ganzen Tag in alle Handlungen integriert. Sie saß weiterhin mit am Tisch und nachts teilte sie sich weiterhin das Bett mit den Sennern. Zur großen Verwunderung der Bergbauern aß die Sennentunchi massenhaft an Fleisch. Sie fing an, die Senner herumzukommandieren, aber diese gehorchten brav, da sie sich natürlich erhofften, weiter das Bett mit ihr zu teilen. Und so war es auch. Sie wechselte jede Nacht von Bett zu Bett und ließ sich alles mit größter Freude gefallen. Der Sommer verging und der Almabtrieb kam immer näher. Langsam begannen die Senner darüber nachzudenken, was sie jetzt machen sollen. Kommt die Tunchi mit ins Dorf? Bleibt sie oben bei der Hütte? Lässt sie die Senner vielleicht gar nicht gehen? Oder möchte sie, und das wäre die schlimmste Möglichkeit von allen, am Ende vielleicht noch mit ins Tal?
Natürlich hatte der ein oder andere im Dorf unten im Tal seine Angebetete und die würde auf die Gesamtsituation wahrscheinlich ein bisschen seltsam reagieren. Aber irgendwann war es dann soweit. Die Senner packten leise ihre Sachen und versuchten sich auf Zehenspitzen auf den Weg ins Tal zu machen. Doch auf einmal, von einem Donnern begleitet, tauchte hinter ihnen die Sennentunchi in der Tür auf und schrie: Nein, meine Freunde, so geht das nicht. Ihr habt den ganzen Sommer euren Spaß mit mir gehabt und jetzt möchte ich den ganzen Winter lang meinen Spaß mit euch haben. Leider kann ich aber nicht mit euch ins Tal gehen, also muss mindestens einer von euch da bleiben. Und sie zeigte auf den Meister Sen, der sie erschaffen hatte. Er spielte den großen Mutigen und sagte zu seinen Kollegen: Geht ihr ruhig mal ins Tal, ich kläre das hier oben für euch und bleibe erstmal hier und komme später nach. Die restlichen Senner waren natürlich erleichtert und machten sich an den Talabstieg. Da war er nun, der Meister Sen, ganz allein, und noch einmal huschte ein kurzes, schelmisches Lächeln über sein Gesicht, denn er dachte, jetzt gibt es nochmal richtig Spaß. Und so war es auch, aber nicht für ihn. Bevor er reagieren konnte, warf sich die Sennentunchi mit übermenschlicher Stärke und unbarmherziger Rache in ihren wunderschönen Augen auf ihn. Mit einem Lächeln, das jeden Hauch von Menschlichkeit vermissen ließ, griff sie nach einem ganz besonderen Messer, welches der Meister Sen um den Hals hängen hatte und das die Senner den Raubeichel-Schneid nannten. Dieses Messer, scharf wie der Novemberfrost und glänzend wie das kalte Mondlicht, wurde traditionell zum Zuschneiden von Reisigbündeln für die Hüttenöfen verwendet. Nun, in den Händen der Sennentunchi wurde es zum Werkzeug ihrer blutigen Rache. Seine Schreie verstummten sofort in der stillen Abendluft, während die Sennentunchi mit unerbittlicher Präzision ihr Werk vollendete. Nachdem die anderen Sennerburschen einige Zeit gegangen waren, blieben sie in einem Geröllfeld stehen mit einem sehr guten Blick auf die Sennerhütte. Aus dieser sicheren Entfernung schauten sie zurück, und was sie dann sahen, ließ ihnen das Blut in den Adern gefrieren. Vor der Hütte lagen die verteilten Überreste des Meister Sens. Die Sennentunchi hatte ihn gehäutet, sein Fleisch gefressen und seine Hülle zum Trocknen mit 5 Nägeln an die Hüttenwand genagelt. Später würde sie ihn für die Wintermonate mit Reisig und Stroh ausstopfen und ihn nie wieder gehen lassen. Man erzählt sich, dass es auch den anderen Sennern nicht viel besser ergangen ist, denn von ihnen fehlt seitdem jede Spur. Aber auch die Sennentunchi war verschwunden, genauso plötzlich, wie sie erschienen war. Nur blutige Überreste und das kleine Messer namens Raubeichel-Schneid blieben zurück als stumme Zeugen. Seit jenem Tag erzählen sich die Menschen in den Alpen die Geschichte der Sennentunchi. Sie wurde zu einer Warnung vor Respektlosigkeit und Unmenschlichkeit und dass selbst die scheinbar leblosen Dinge nicht unterschätzt oder missbraucht werden dürfen. Denn sie können eine Macht besitzen, die weit über das menschliche Verständnis hinausgeht. Noch heute soll sie ihr Unwesen in den Alpen treiben und sich den ein oder anderen ungezogenen Sennerbur holen. Und der einzige Gegenstand, mit dem man sich gegen sie wehren könnte, ist der Raubeichel-Schneid. Das Messer, mit welchem sie erschaffen wurde, kann sie auch wieder vernichten. Aber auch nur, wenn du ihn gut versteckt bei dir trägst, damit sie ihn nicht zu früh als Waffe erkennt. Und darum, meine Spätzeln, wenn ihr beim Wandern in den bayerischen Bergen seid und ihr seht ein einsames, hübsches Mädel vorbeispazieren, dann sprecht sie lieber nicht an, denn man weiß nie, ob sie nicht vielleicht hungrig nach eurem Fleisch ist oder einfach nur ihre Ruhe vor der aufdringlichen Männerwelt aus dem Tal haben möchte. Wenn ihr euch schützen wollt, ihr wisst ja, wo es das Messer gibt. Der Andi Gewald ist unten verlinkt. Bleibt mir noch zu sagen, kauft kein Klump, ihr müsst weniger wegschmeißen. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende.